steht schon das dritte Gruppenspiel an. Beide Mannschaften haben also schon eine ganze Menge hinter sich, sind vielleicht jetzt schon ein bisschen müde, wer weiß das schon, aber es wird trotzdem natürlich eine hochinteressante Partie. Das auf jeden Fall, Tom. Und es ist so, wie du gesagt hast. Also sind natürlich enorm beansprucht worden in den letzten Tagen in diesem Wettbewerb. Man muss jetzt sehen, wie schaffen sie das alles. Auch körperlich sind sie noch mental so weit, dass überhaupt noch die ganze Kreativität, die ja in ihnen steckt, wirklich auf den Platz gebracht werden kann. Also ich bin sehr gespannt. Klug gespielt. Wollen wir da groß diskutieren? Nein, klare Abseitsposition. Oh, da müssen wir aber noch mal einen genauen Blick drauf werfen. Knappe Entscheidung. Abseits ja oder nein? Ein langes Zuspiel hier, klasse. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Schön gemacht. Jetzt hat er die Situation geklärt. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Sauberes Kopfballspiel. Tja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Schön geklärt. Ja, und der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, und da sind die Anhänger schon ein bisschen sauer, wenn sie einen solch schlechten Schuss sehen. Ja, das sieht gut aus. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Das gibt gelb. Zu harter Einsatz, sagt der Schiedsrichter. Und der Freistoß geht genau in die Mauer. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne. Richtige Entscheidung. Tja, wenn aus dieser Gelegenheit nichts wird, dann sind sie es selber schuld. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. So, den muss er jetzt verwandeln. Das war zu ungenau und davon hat der Abwehrspieler gleich profitiert. Sie harmonieren wirklich gut. Ja, möglicherweise hat er die Situation damit zunächst mal bereinigt. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ah, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän.
Ja, da hat er gut aufgepasst. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat den Ball zurückerobert. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Elfmeter. Und da hat der Schiedsrichter keine Sekunde gezögert. Zu Recht, wie ich finde. Ja, das sieht man ja an der Reaktion des Schiedsrichters. Der zögert keine Sekunde. Elfmeter, na, ich weiß aber nicht. Ich glaube, der Spieler war noch vor dem Strafraum. So, in welche Ecke will er schießen? Und da trifft er zwar den Pfosten, aber das macht nichts. Drin ist der Ball trotzdem. Oh, das war knapp. Vom Pfosten springt dieser riskant getretene Elfmeter doch noch ins Tor. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, Spielstand 1:0. 45 Minuten sind vorbei und die beiden Teams haben sich bis jetzt gegenseitig neutralisiert. Ich bin gespannt, ob wir in den zweiten 45 Minuten auch ein paar Torszenen sehen werden. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Schöner Kopfball. Und nur raus damit, raus! Über die Gegenspieler hinweg den langen Ball gespielt. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Oh komm, das kann er doch nicht ernst gemeint haben, aus dieser Entfernung abzuziehen. Das ist natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Weg mit dem Ball. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und jetzt muss weg mit dem Ding. Weg! Gute Kopfballtechnik. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Nutze die Chance. Ja, und das ist doch die Erlösung für die Zuschauer hier, dass jetzt dieses Tor gefallen ist. Unglaublich. Erstklassig, ein fantastisches Tor. So, nach diesem Ausgleichstor sind wir so schlau wie zuvor. Spiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Also so sollte man den Ball besser nicht verlieren. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. War eindeutige Abseitsposition, ganz eindeutig. Oh, das könnte abseits gewesen sein, müssen wir uns nochmal anschauen.
Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Und hat er die Situation gut eingeschätzt. Und das sieht so leicht aus. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Ja, das sieht der Trainer gern. Großartiges Zuspiel. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Eine bessere Möglichkeit wird er heute nicht mehr bekommen. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Und jetzt haben sie die Torgelegenheit. Klasse Schuss aus der Distanz. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Und mit den Fingerspitzen wird er den Ball so eben mal. Gut, dass er per Kopf da war. Das war durchaus eine brenzlige Situation. Ja, er ist der Spezialist für solche Bälle. Weit und präzise. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Gehalten, mit den Fingerspitzen war er noch da. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, schön in die Offensive per Kopf weitergeleitet. Und der Mann, der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation. Durch dieses Unentschieden haben sie ihre Chancen auf ein Weiterkommen gewahrt. Und jetzt heißt es, die nächsten Gruppenspiele abzuwarten. Wir sind alle gespannt. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.